Hallo ihr liebe Leute, hier ist noch einmal der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Das ist jetzt auch nur ein winziger Bonuszusatz für euch. Das kleine Gimmick erhebt keinerlei Anspruch auf absolute Korrektheit und auf absolute Gewinnchance. So, ich habe euch ja noch versprochen, dass wir uns noch Jadis widmen werden. Am besten ist es eigentlich, wenn man die Phantom-Mini-Quest abschließt. Das sind diese lustige kleine Waldgeister, die Jadesteine und andere Edelsteine haben wollen. Weil, wenn man die alle gefunden hat zum Schluss, kann man für Jadis eine Schwäche wählen. Ich habe in dem Fall, als ich das Ammo wirklich gemacht habe, habe ich dann gesagt, komm, der Dopsball, der soll ganz unbedingt gegen physische Angriffe verwundbar sein. Dann gibt ihm das definitive große Schwäche, wodurch dieses Biest überhaupt erst wirklich machbar ist. Aber ich will euch einfach mal diesen Dopsball aus der Hölle hier zeigen. Beziehungsweise Dopsball ist ja auf Hochdeutsch nichts anderes als so ein Hüpfball, so ein Gummiball. Das ist ja dieser Superboss hier. Was das wohl sein mag, sieht ein bisschen wie die Grabstätte von der Esper aus. Warte doch mal, Kupo. Ich spüre unheimliche Kraft, Kupo. Gefährlich? So starke Kraft spüre ich zum ersten Mal, Kupo. Es ist nicht von der Welt, aber krieg Gespenst, Kupo. Es ist mehr. Eine Kraft aus einer anderen Welt, Kupo. Aha. Ja, Allah, gucken wir uns an. Ich rate hier davor ab, Kupo. Ich habe vorher schon alles gemacht. Wie gesagt, ich erhebe keinerlei Anspruch auf einen Sieg. Das ist einfach nur ein kleines Bonusvideo, was am Ende nochmal arg hängt wird. Wie ich so versprochen habe, dass wir uns noch der Hauptstory nochmal um Jadis kümmern werden. Aber ob wir den besiegen, das wage ich zu bezweifeln. Ich wollte euch einfach nur nochmal zeigen. Es ist wie gesagt keinerlei Walkthrough oder ähnliches. Es ist ein Let's Play zum Spaß haben. Und du darfst natürlich auch der schwerste Gegner im Spiel nicht fehlen. Hier der Dopsball aus der Hölle. Es ist Jadis in Chorobos Luftgarten. Jetzt auch an ihrer Tankstelle. So, schauen wir doch mal. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Jungs, die mir hochkeilt. Noch, ja, komm. Flair-Star. Jo, Alter, das kennen wir von Kucha schon. Du kriegst erst einmal ein Flair auf der Deckel. Falls du sowas wie einen Deckel hast, wo wir mal was wir von dir klauen könnten. Aha. Nett. Okay, schon mal uns alles hier umgebracht. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Aber du kannst Schocker. Okay, das ist gut. Das ist der Spielstand, bevor wir ins Lummerland da aufgebrochen sind. Bevor wir zum Ort der Erinnerung gewatschelt sind. Okay, wir ziehen immer hier was ab. Das ist doch schon nicht schlecht. Elixier haben wir geklaut. Allerhaupt. Ja, ich habe im Prinzip wie bei Necron 8, habe mich doch für alle negative Sache gewappnet. Und guck einfach mal, wie viel Erfolg wir hier haben. Ja, das ist schon gleich die Arschloch-Attacke schlechthin. Genau, sowas Lustiges passiert dann nämlich, wenn der eben jenes verwendet. Deswegen ist es nicht schlecht, Segen parat zu haben. Weil der Zauber Segen belebt ihn dann nur automatisch wieder. Okay. Ja, Gemach wurde auch noch auf uns gewirkt. So macht das Ganze natürlich so richtig Spaß. Und wir sind alle im Wichtelmann-Zustand. Oh, jetzt wird es mal überleben, man das Ganze nett, die Sache. Das wird eine relativ kurze Episode hier. Todestribunal macht er auch noch nett. Ganz bezaubernd, der Bursche. So, dann machen wir noch ein Allheilmittel, wenn möglich. Das trifft aber, glaube ich, dann alle, ne? Ich vor lauter auf das Zeug gucke, habe ich total verschwitzt, was ich machen wollte. Und wer stirbt? Boah. Vivi hat immer hier Schutz davor. Das finde ich nicht schlecht. Okay, der Steiner hat es leider zerfetzt. Dann holen wir wieder zurück. Ach ja. Dann war es das jetzt, glaube ich, für uns. Yep. Wie gesagt, alle ausgelöscht. Ich erhebe hier keinerlei Exklusivrecht auf Gewinn. Einfach nur, dass ihr den Amok-See habt.
Das Beste hier wäre tatsächlich diese Phantom-Quest abzuschließen, die ich allerdings nicht machen werde. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, was das für ein übler Haufe ist. Das Beste ist sowas dann auf Level 99 zu machen und dann richtig drauf zu rotzen. Aber dafür haben wir beim Let's Play leider keine Zeit. Wenn ihr euch das richtig angucken wollt, ihr liebe Leute, dann guckt doch einfach mal bei Realtek 93 rein. Das ist sowieso der absolute Final Fantasy 9 Experte. Guckt doch einfach bei ihm rein, er hat das garantiert gemacht. Was ich euch auch noch ganz zum Schluss zeigen wollte, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Startbildschirm aus der allerersten Episode. Nachdem ich jetzt hier die Remastered-Version abgeschlossen habe, können wir hier zum Beispiel nochmal alle Videos uns angucken. Also alle Filmsequenzen können wir uns hier nochmal schön angucken. Finde ich auch eine äußerst tolle Sache von dieser Remastered-Version. Da habe ich damals tatsächlich immer, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier Kuja vernichtet Terra oder hier die Leute landen auf Terra, wenn ich mal das als Videosequenz angucken musste ich damals immer extra Speicherstände erstellen. Und dass ich dort die Videosequenz parat habe. Jetzt haben wir sie alle gemütlich auf einem Blick. Das finde ich natürlich ein super Feature, wie ich finde. Da haben sie wirklich was Schönes gemacht. Und lustigerweise gibt es auch noch was. Das ist mal gerade eben auch noch ins Arch gesprungen. Da haben wir hier anscheinend irgendein lustiges Kartenspiel noch freigeschaltet gekriegt, was ich natürlich auch überhaupt nicht verstehe. Bankroll, Vaga, ne, machen wir mal 30, keine Ahnung, was hier abgeht. Achso, das ist einfach nur Ende 20 oder was, ne? Okay, da sind wir bei 15 schon. Ja, komm, ändern immer noch. Na. Okay, da können wir hier anscheinend noch... Können wir hier offenbar noch so eine Art Schachspiel machen. Schachspiel, so Quatsch. Können wir hier noch eine Art Blackjack machen. So. Unentschieden. Ja, der König ist der Schokoblob, die Königin ist Shiva. Ich habe jetzt auch hier nochmal den Schokoblob. Ja, lassen wir erstmal, wie es ist. Jawohl. Da habe ich jetzt gewonnen. Da können wir dann einfach auch nochmal ein bisschen Blackjack spielen. Wobei ich das etwas merkwürdig finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das hat ja so mit Final Fantasy 9 überhaupt nichts am Hut. Ja, dann nehmen wir noch eine. Aha, da haben wir noch so einen kleinen Gegner. Aber es ist zwar ein lustiges, nettes Nebending, was man hier hat. Aber so wirklich sinnvoll mit Final Fantasy 9 im Zusammenhang ist das jetzt nicht gerade. Trotz allem wollte ich euch das auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Oh jawohl, sehr schön. Ich wollte es euch einfach nicht vorenthalten, was wir hier noch zusätzlich alles kriegt hätten. Gut, einen machen wir jetzt noch. Und dann lassen wir jetzt mal, ne? Ah, unentschieden. Somit kann ich es nicht enden lassen. Ich muss schon gewonnen haben. So, einer noch? Gibt man noch einer? Ja, das lassen wir. Ah, das gibt's ja nicht. Ja, heute fängt ja natürlich auch Illusion of Time an, ihr liebe Leute. Na, verloren, du können wir erst gar nicht anfangen. Deswegen, ja, sehr schön. Jetzt haben wir alles, was wir wollten. Perfekt. Ja, heute fängt auch Illusion of Time an, ihr liebe Leute. Und ich dir doch sage, guckt doch mal in der Nachfolgerei. Das war jetzt hier nur Einlöse von Wettschuld, könnt man sagen. Ich hoffe, Final Fantasy 9 hat euch wunderbar viel Spaß gemacht. Genauso wie es mir tierisch Spaß gemacht hat, das zu spielen. Und es ist auch mein längstes Let's Play-Projekt, was ich persönlich ziemlich geil finde, muss ich sagen. Dass mein Lieblingsspiel so lang gedauert hat. Ja, ihr liebe Leute, wie gesagt, kommentiert fleißig, wenn ihr wollt, gebt Like und Abo, wenn es euch gefallen hat. An all jene, die mich hierbei abonniert haben, mal riesefettes Dankeschön und auch an all jene, die von Anfang an den Weg mit mir gegangen sind. Vielen lieben Dank euch alle. Guckt bei Illusion of Time rein, ist auch ein wunderbarer Super Nintendo Klassiker, direkt im Anschluss hier auf meinem Kanal, also machen's gut. Das nächste Let's Play lässt nicht auf sich warten. Ich hoffe, das hier hat euch alles tierisch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt. Iron Yankee.